So, oder so. Oh, ich hatte sogar eine Doppel-1 beim Aufnehmen. Das ist ja unglaublich. Ja, erste Halbzeit, ich kann mich nicht über die Würfel beschweren. Okay, Angriff. Das ist natürlich jetzt schwierig mit 2 Unterzahl gegen 4 Chaoskrieger. So. Ich habe jetzt kürzlich mal gegen einen Open Ladder gegen Chaos gespielt. Der hat ich habe Dark Elfen gehabt, der hat eine wunderbare Aufstellung dahin gezaubert mit seinen Chaoskriegern und allem. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo ich den blocken sollte. Ich habe leider kein Foto gemacht. Vielen Dank. Na gut, aber irgendwo blocken kannst du doch immer. Ja, gut, aber es war halt ein One-Dice. Irgendwie. Also er ist wirklich super, also super hingestellt gehabt, oder? Ich bin zu blöd. Kann auch sein. Ja. Also ich weiß, ich hätte mich an den Rand stellen können, um zu blocken, um dann Two-Dice hinzukriegen, aber das wollte ich nicht. War, glaube ich, so. Ja, so. Das ärgere ich mir wahrscheinlich, weil ich von meiner Standardaufstellung abgewichen bin. Was theoretisch müsste es gehen. 4-4 hat Support und der weg ist. Ja, es kommt natürlich darauf an, wenn ich ihn nicht umhaue, dann nicht, aber zumindest ein. Ja. Nee, ich rechne schon damit, dass du mich in der Mitte komplett umhaust, aber dafür musst du halt dann investieren. Und wir wissen ja beide, wie gut Armor 9 ist. Und wir wissen beide, wie gut ich würfle. Na, ich sag mal, die Armor 9 macht also hoffentlich hier bringt was im Gegensatz zum zweiten Block von mir bei deinem Castwurf. Nee, das mache ich nicht so. Für das habe ich nicht das richtige Würfelglück heute.
Ach, ich habe einfach zu wenige Spiele. No. Na? Jetzt. Ich musste schon co-feiern, ja, das ist definitiv so. Meine Güte. Hm. Wow. Mein Gott. Das war jetzt aber ein bisschen blöd, nicht? Oh mein Gott, ich spiele scheiße, ich spiele scheiße, ich spiele... Willst du 5 bis 10 Minuten unterbrechen? Irgendwie eine Runde rumlaufen? Nee, das bringt nichts. Das ist ja auch Kann es nicht dir nur so anbieten, nachdem wir ja vorhin so lange auf mich gewartet haben. Nee, auch du musst dir mal eine Eins würfeln. Ja.
Ja. Und damit ist der ganze Plan an den Arsch gegangen. Naja. Ups, Glück gehabt. Ja, eigentlich wollte ich 2 von diesen Beast Warrior an deinem Mann dran stehen haben. Aber nee, Quatsch. Quatsch. Ja, das ist natürlich alles andere als perfekt. Oh, Naffel. Oder Chaos-Gott oder wer auch immer. Eigentlich stehen auf dem Chaos Warrior, hättest du auch noch einen One-Dice gehabt. Nee, sogar 2 rote. Warum 2 rote? Ach, ja, okay. Waren 2 rote, ja. Ja, vielleicht wegen meinem. Ja, ich verstehe, weil du hast eigentlich der. Ah, nee, weil vielleicht mein Beastman da, den du jetzt gerade angegriffen hast. Ach so, nee, also mit dem Centaur, ja. Mit dem Centaur hatte ich keine Chance, mit dem Zwerg jetzt auch nicht. Ja.
Ach, der Zentaure. Ja, das läuft bei dir. Ja, definitiv. Also, wie schon gesagt, es ist, ich habe jetzt einmal diesen Double Skull gehabt, aber ich meine, ich habe bei jedem Double Skull und Both Down habe ich ja Angst. Das sind immer diese total verwürften Spiele, die gehen mir so auf die Nerven, dass ich mir dann jedes Mal schwöre, ich spiele nie mehr Blood Bowl und Tag danach mache ich das nächste Spiel. Ja, ich finde, also ich habe jetzt auch, weißt du, das Spiel ist jetzt wieder, es ist schon sehr lastig zu meinen, also dass du gleich 3 verletzt hast zum Beispiel. Also ich habe sowas oft solche Spiele, wo es einfach die eine kommt, wo ich das weiß ich, von Pro 11 verhauen werde oder ich dann wieder verhau und ich mir denke so, hey, kann man nicht ein normales Spiel haben, wo dann irgendwie, ja, einer halt gewinnt und nicht irgendwie einer von Anfang an das große Kotzen kriegt. Also das finde ich, ist diese spannenden Spiele, wo nicht irgendwie die Würfe die ganze Zeit sehr einseitig sind, die sind mir ein bisschen zu wenig in letzter Zeit. Das ist so. Ich meine, ich hatte es ja auch schon in die andere Richtung, oder da nach ein paar Zügen wird zum typischen No-Brainer-Spieler, musst du gar nicht mehr nachdenken, weil es läuft einfach bei ihm das halbe Team draußen. Ja, was willst du noch machen da? Hatte ich keine Chance. Das ist vor allem, ich meine, gut, jetzt hier in dem Fall nicht, aber du hast oft dieses so nach, wenn du 2, 3 Leute vorne bist, dieses Schneeballsystem, du blockst öfter, dadurch kommen dann noch mehr Verletzte. Und ja. Ja gut, da kann ich, sind wir ehrlich, da kann ich nichts mehr machen. Ja, ja. So, ich verhau meine Rerolls mal hier. Boah. Okay, komm, das macht keinen Sinn.
Weißt du, das ist der Wurf, den hattest du jetzt, wie oft? So, 3-mal, 4-mal im ganzen Spiel und ich hatte ihn noch 0-mal. Und das ist ja der Wurf, vor dem ich am meisten Angst habe, weil, ja, Naja, ist einfach nicht mein Tag heute. Das sollte man jeweils bei der Spielplanung wissen. Weißt du? Oh, Donnerstag, nee, schlechter Tag, dann lieber nicht. ja. So. Aufgeben geht nicht in diesem Spiel, oder? Nee. Na doch, kannst du gerne natürlich. Hätte ich nichts dagegen. Ja, Aber geht ja nicht. ich verstehe, man kann einen Strahl kotzen hier. Ja, ich kann mich jetzt eigentlich nur noch durch die Züge durchquälen und hoffen, dass du mir nicht noch mehr kaputt machst. Hm. Es sei denn, Naffel würde sich massiv auf meine Seite schlagen, was doch sehr unwahrscheinlich ist. Ja, du mal so aus, wenn du jetzt Gelben wärst oder Elfen. Ja, aber du hast ein Team, was Basher-Team ist, allerdings halt irgendwie ausgebasht wurde von Naffel. Nee, eigentlich ist es überhaupt kein Basher-Team, finde ich. Das? Ich finde ein Riesen. Wieso denn keins? Chaos-Zwergen findest du ein Basher-Team? Ja. Wieso? Aber halt gut, die Zwerge natürlich, sobald die Guard haben, stehst du halt da wie eine Wand. Ja, sobald sie Guard haben und sobald der Centaur Block hat, aber bis dahin bin ich Opfer. Ja, ich meine, das Ding ist jetzt, bei mir ist das gleiche mit meinem Chaos eigentlich. Also so wie, nicht, dass ich jemals in diesem Bereich ein Chaos-Team gespielt hätte, aber was ich gelesen habe oder sowas, ist halt einfach, dass du mit Chaos am Anfang Probleme hast und später dann in diesem T-Value 1800, 2000 oder sowas, da werden die richtig gut. Weil du die dann halt Claw mit Mutationszugriff, Stärkezugriff von allen und generell kannst du halt richtig geile Spieler bauen. Ja, also ist klar, dafür sind das ist ja mit den Amazonen, du hast ein starkes Team zu Beginn, alle mit Dodge, ein paar noch mit Blotch. Ja. Aber irgendwie kommen die dann irgendwie so im Late Game nicht mehr so zum Tragen. Ja. Aber ebenso, wenn ich hier nichts raushauen kann und ich meine, du bietest mir natürlich auch wenige Möglichkeiten. Ich meine, du spielst auch super, da kann man überhaupt nichts sagen. Habe ich gar keine Möglichkeiten, noch irgendwas Schlaues zu machen. Ja gut, das ist, ich habe jetzt letzte Woche in einer anderen Liga 1 gespielt gegen einen Kumpel von mir.
Das war so ein Klassiker, wir spielen seit, keine Ahnung, seinem Studium Strategiespiele gegeneinander. Und da war es halt auch, er war 2 Spieler vorne und der stellt dich dann halt, und dann kannst du einfach zustellen, gemütlich. Hast du ja immer einen Spieler mehr. Ja, genau, genau. Plus, ich habe noch den Stärkevorteil. Oh. Ja, an Haus herrscht hier kein Mangel. Auf einer Seite schon. Ja, das stimmt.
Mhm. Bin ja fast schon in der Verlegenheit, dass ich den Touchdown machen muss. Wieso? Ähm, ja, hast recht. Weil es gibt so Spiele, da hast du ja vor jedem Block Angst, weil du weißt, dass es schief geht. Und das ist jetzt so ein Spiel, da blockst du einfach willenlos, weil nichts mehr, weil es halt wirklich wurscht ist, weil du weißt, naja, das klappt schon irgendwie. Was, ich bin schon um einen K.O. froh, dann sind sie wenigstens in Sicherheit. Ja. Ja, da kann man sich noch so Luxus gönnen von Würfen. Ja.
Also brauchst keine Angst haben, ich werde deinen Bull nicht faulen. Jo, das ist echt nett. Habe ich schon anders erlebt. Oh mein Gott. Tja, wenn man Reroll schon für sowas ausgeben kann. Naja, Pass werde ich in Runde 15 nicht mehr spielen. Bin halt verrückt mit dem Chaos-Team und ja. Also es lief um einiges besser als einiges besser als ich zu hoffen wagte. Ich dachte irgendwie, ich muss mich in die Mitte stellen, gucken, dass ich 1, 2 Goblins erwische und hoffen, dass du den Ball nicht aufnimmst. Jedes Mal das tut. Na, guck mal! Oh. Okay. Ja. Aber wie kann das eigentlich? Es passiert eigentlich ziemlich oft solche extrem krassen Spiele. Also zum Positiven oder zum Negativen vom Spiel. Ich verstehe das echt nicht. Ist die Mechanik dermaßen schlecht programmiert oder an was liegt das? Also ich habe schon mal irgendwie gehört, dass Leute über den Würfelserver sozusagen irgendwie beschwert haben, aber keine Ahnung. Ja, Gratulation. Dankeschön. Ich habe jetzt auch noch eine 6 gewürfelt, einfach nur. Ja, streu doch ein bisschen mehr Salz in die Wunde, vielen Dank. Um einfach nochmal zu zeigen, hey,